Der Flori wird von der Josie auf der Landstraße aufgehalten und wird recht bullisch, wie er es Rell einblasen soll. Nachher sagt er ihr, dass er sich in sie verliebt hat. Und auf das Aufe lädt er ihm zu einem Rendezvous ein. Danach möchte der Sarah aufweisen, dass er gut kochen kann. Und mit ein paar heimlichen Ratschlägen von der Fanny und mit ein paar faule Ausreden haut das schließlich einwegs hin. Uri ruft daheim an und sagt, dass er ein Klavier gekauft hat und dass das am anderen Tag gleich geliefert wird. Die Wirtsleute haben ganz außen Heisel, weil sie nicht wissen, wohin damit, bis sie nachher schließlich aussteht, dass das Schäd eine kleine Spieluhr mit einem Klavier drinnen ist. Die Annalena findet auf dem Speicher sein altes Poesiealbum und sein Hautseiter sieht, dass er als ein Bub da ganz Garstiges eingeschrieben hat und reißt das Blatt heimlich raus. Dabei hat es aber seimal als Bummel bösartigerweise eingeschmiert unter den Mike seinen Namen. Und Annalena hat das allerweil schon gewusst. Der Corby pickt ein Beutel von seiner Mutter, so groß wie sie sein, auf ein Sperrholz auf und schneidet's aus. Das Bärli lässt sich damit im Biergarten fotografieren und schickt es seiner Alten und die freut sich recht drüber. Am Abend vor Mike seiner Hochzeit möchte sein Sue mit der Kathi einen Tanz aufführen und Gabi bringt ihr bei, wie es da tun müssen. Zwischendrin trifft sich die Kathi mit einem wichtigen Braumeister, weil es von denen nur etwas lernen möchte. Die Rosi beicht an Sascha, dass sie ihm die ganze Zeit scheinheiligerweise angelogen hat. Und auf das auf haut er's weiter. Seine eine Tochter hat da auch mitgetan. Und das macht ihm auch so heiß, dass er derer sein Kaffeehaferl zusammenhaut. Sie redet sich aber aus und drum wird er wieder gut mit ihr. Zu der Rosi hat er aber kein Zutrauen nimmer und fliegt wieder zurück auf Afrika. Derer kommt jetzt auf einmal das Gewissen und sie möchte sie wegen einer Fahrerflucht sein bei die Schande anzeigen.